Allerhand aus dem Tiroler Land wird Ihnen präsentiert von Autohaus Strasser. Jetzt habe ich wieder mal bei mir daheim in der Schublade gekramt und habe was ganz Lustiges gefunden. Über 100 Jahre alt ist dieses Heftel da mit alten Ansichtskarten. Die Ansichtskarten, die stammen alle von Innsbruck. Das hat man sich früher als Souvenir mitgenommen, weil da hat es ja weder ein Handy noch einen ganz normalen Fotoapparat gegeben. Und ein paar von denen habe ich mir heute mitgenommen. Und wir werden schauen, was sich da geändert hat oder auch nicht in Innsbruck. Jetzt sitzen wir schon da am Brunnen vom Bozner Platz. Ja, geändert hat sich der Name, denn früher hat der Margaretenplatz geheißen. Und wie es da rundum ausgeschaut hat, vor über 100 Jahren, das sehen wir auf diesen Ansichtskarten. Die darf ich natürlich nicht vorenthalten. Damals hat es natürlich noch keine Autos gegeben, also rund um den Platz ist eigentlich relativ alles frei. Und schöner war damals auch, wenn man so anschaut. Vermutlich ist er erst angelegt worden, aber das war noch ein richtig schöner städtischer Platz. Vom Bozner Platz weg, da führt heute die Wilhelm-Greil-Straße. Vor 100 Jahren hat sie noch einen anderen Namen gehabt. Da war es noch die Karlstraße. Auf den alten Bildl da sieht man die Karlstraße Richtung Museum, wie sie damals ausgeschaut hat, ungefähr um 1900. Vom Bozner Platz gehen wir jetzt zur Triumphpforte, mal schauen, was sich da alles verändert hat. Die Salurner Straßen, die mündet da bei der Triumphpforte in die Maria-Theresien-Straße. Und bei der Triumphpforte auf dem alten Bild aus den 20er Jahren, da sieht man eigentlich nur die alte Straßenbahn. Die fährt weiter in die Maximilianstraße. Heute fährt sie da nicht mehr. Die biegt jetzt ab in die Maria-Theresien-Straße. Also es hat sich schon einiges getan. Der Verkehr, wie man sieht, ist auch ein bisschen mehr geworden. Schauen wir mal runter in die Maria-Theresien-Straße, wie es da unten ausschaut. Jetzt sitzen wir gegenüber dem alten Landhaus in der Maria-Theresien-Straße. Früher war das die sogenannte Neustadt, weil es ja natürlich irgendwann einmal neu errichtet worden ist. Da war auch das St. Georgstor, das hat man natürlich längst abgebrochen. Und neben dem Landhaus hinten ist das alte Palais Taxi. Ja, da kommt die Maranerstraße rein und auf der alten Ansichtskarten, da sieht man noch schön, wie das damals ausgeschaut hat. Also viel hat sich nicht geändert, die Fahrzeuge und ein paar Geschäfteln, was man da rundum sehen kann. Unser historischer Rundgang durch Innsbruck endet diesmal in der Maria-Theresien-Straße vor der bekannten Anna-Säule und vermutlich wohl das beliebteste Postkartenmotiv. Seit über 100 Jahren kann man die Postkarten da in Innsbruck kaufen. Natürlich hat es vor 100 Jahren ein bisschen anders ausgeschaut. Eine Straßenbahn hat es aber schon damals gegeben. Dafür ist das Ganze heute verkehrsfrei, kann man sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, so 100 Jahre zurückzublicken, was sich geändert hat oder auch nicht. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Allerhand aus dem Tiroler Land.